Der Fußball-Dienstag. Mit der Manuela Guyer. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Fußball-Dienstag. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen an mit dem Schweizer Fußball. Nachrichten aus der Super League. Es ist anders als in der Challenge League. In der Pressekonferenz vor der Nazi-Pause nach dem Spiel zwischen IB und Vaduz hat der Trainer von Vaduz ein paar interessante Aussagen getätigt. Er war der Meinung, dass sie sehr gut mit IB mithalten konnten. Allerdings ist er mit der Ausbeute von einem Punkt nicht wirklich zufrieden. Seiner Meinung nach sind die Spiele anders als in der Challenge League. Er hat auch darauf hingewiesen, dass man nicht vergessen darf, gegen wen man jetzt gerade gespielt hat. Vaduz hat ja zuerst gegen St. Gallen und er gegen IB gespielt. Vaduz ist Aufsteiger und IB ist Meister. Und der FC St. Gallen ist in der letzten Saison auch nicht sehr schlecht dagestanden. Es ist also keine Chance, gegen Meister oder gegen einen FC St. Gallen zu verlieren. Das sind einfach starke Mannschaften. Nach dem Spiel von IB ist der Spieler Lustenberger von IB im Stadion interviewt worden und auch er hat gemeint, dass der FC Vaduz sehr gut mitgehalten hat. Der Aldarete verlässt der FC Basel. Der 23-jährige Innenverteidiger vom FC Basel wechselt am 5. Oktober zu Hertha BSC Berlin. Hertha zahlt an Basel eine Ablöse von 6,50 Millionen Euro. Der Aldarete hat bei Hertha einen Vertrag bis ins Jahr 2025 unterschrieben. Der Varol Tassar wechselt zum FC Luzern. Am 7. Oktober hat die SDA mitteilt, dass der 24-jährige Varol Tassar von Servette zum FC Luzern wechselt. Der Spieler wird zuerst für eine Saison ausgelehnt. Anschliessend soll er beim FC Luzern einen Vertrag bis ins Jahr 2024 bekommen. Im Sommer 2021 ist der Tassar ablösefrei zu haben. Und genau dann soll er einen neuen Vertrag vom FC Luzern bekommen. Zum deutschen Fußball. Das Ergebnis vom 4. Spieltag von der Blindenfußball-Bundesliga am 10. Oktober. SG, PSV, Köln, Hertha BSC Berlin gegen Borussia Dortmund. Das Spiel ist verschoben worden. Marburg gegen MTV Stuttgart 0:1. FC St. Pauli gegen FC Schalke 04 2:0. Und dann haben wir noch ein Nachholspiel aus einem vorherigen Spieltag. Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 1:0. Das Ergebnis vom 5. Spieltag von der Blindenfußball-Bundesliga vom 11. Oktober. Marburg gegen Borussia Dortmund. Das Spiel ist abgesagt worden. MTV Stuttgart gegen FC Schalke 04 5:0. FC St. Pauli gegen SG PSV Köln Hertha BSC Berlin. Das Spiel ist verschoben worden. Zur Tabelle. Platz 1 MTV Stuttgart mit 5 Spielen und 12 Punkten. Platz 2 FC St. Pauli mit 4 Spielen und 12 Punkten. Platz 3 Marburg mit 4 Spielen und 6 Punkten. Platz 4 Borussia Dortmund mit 3 Spielen und 3 Punkten. Platz 5 der SG PSV Köln Hertha BSC Berlin mit 2 Spielen und 0 Punkten. Platz 6 Schalke 04 mit 4 Spielen und 0 Punkten. Zu den Nachrichten aus der Bundesliga. Schalke belegt den gleichen Platz im Blindenfußball wie in der Bundesliga. Nach den letzten beiden Spieltagen vom FC Schalke 04 in der Blindenfußball-Bundesliga ist
etwas sehr Lustiges passiert. Der FC Schalke 04 hat bislang jedes Spiel verloren und belegt der Platz Nummer 6. Lustigerweise ist das der letzte Tabellenplatz. Und in der Fußball-Bundesliga belegt der FC Schalke 04 nach 3 Spieltagen der Platz 18 mit ebenfalls 0 Punkten. Und zwar haben auch sie jedes Spiel verloren. Der MTV Stuttgart löst das Ticket für das Finale. In der Blindenfußball-Bundesliga ist jetzt eins klar. Der MTV Stuttgart löst das Ticket, um im Finale um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Der MTV Stuttgart ist aber der einzige Club, der in dieser Saison alle Spiele bestreiten durfte. Die wenigsten Spiele hat der SG PSV Köln Hertha BSC Berlin absolviert. Der Club hat im Moment gerade nur 2 Spiele absolvieren und liegt im Moment auf dem Platz 5 mit 0 Punkten. Schuld an dieser Situation ist der Corona und die Massnahmen. Weil ab dem 3. Spieltag sind immer wieder Mannschaften ausgefallen, weil sie keine Spieler hatten, die nach dem Schutzkonzept eine Spielberechtigung bekommen. Wenn die verschobenen Spiele in der Blindenfußball-Bundesliga stattfinden, wissen wir in der Redaktion nicht. Man muss hier allerdings auch noch bedenken, dass die Blindenfußball-Bundesliga meines Wissens noch keine Berufsliga ist. Das heisst, es geht nicht um so viel Geld, wie das in der Bundesliga der Fall wäre. Eine solche Tabelle, wie wir in der Blindenfußball-Bundesliga haben, wäre in der Fußball-Bundesliga undenkbar. Es würde nämlich jeder nach der Fairness schreien. 11 Leben kommt einen neuen Senderhythmus über. Am Mittwoch, am 30. September, ist bekannt worden, dass der Podcast 11 Leben einen neuen Senderhythmus überkommt. Neu werden die Folgen nur noch im 14-tägigen Rhythmus ausgestrahlt. Der Grund für die Änderung ist, dass der Max Jakob Ost und der Ruben Schulze-Fröhlich mit der Produktion nicht mehr hinterher mögen. In einer Folge von der Rasenfunk-Schlusskonferenz hat der Ost auch gesagt, dass die Änderung vom Rhythmus auch mit den Produktionen vom Rasenfunk zu tun hat. Zudem wollen sie die gleiche Qualität beibehalten, wie sie jetzt hatten. Der Ruben Schulze-Fröhlich ist übrigens der Produzent von dem Podcast 11 Leben. Der Fröhlich hat früher bei Antenne Bayern gearbeitet und hat dort den Podcast Geheimakte OEZ mit einem Journalist Lämmer produziert. OEZ ist das Olympia-Einkaufszentrum. Wenn man die beiden Podcasts 11 Leben und Geheimakte OEZ, der Anschlag vom 22. Juli 2016, vergleicht, merkt man auch, dass der Ruben Schulze-Fröhlich mitgeschafft hat. Der Aufbau der beiden Produktionen sind sich sehr ähnlich. Und beide Podcasts sind hervorragend recherchiert. Und das, obwohl der Max Jakob Ost bei der Geheimakte OEZ gar nicht mitgearbeitet hat. Der Christoph Daum erklärt seine Haarprobe. Im Jahr 2000 war der Christoph Daum Trainer bei Bayer Leverkusen und er auf dem Weg war, Bundestrainer zu werden. Der DFB hat dann zumal eine Aktion gestartet, keine Macht den Drogen. In einem Interview gegenüber der Abendzeitung hat sich der Uli Hoeneß mit folgenden Worten geäussert: Der DFB kann doch keine Aktion, keine Macht den Drogen starten und der Daum hat vielleicht etwas damit zu tun. In diesem Zusammenhang hat der Hoeneß auch etwas vom verschnupften Daum gesagt. So unter Druck geraten, hat der Daum am 9. Oktober 2000 in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass er eine freiwillige Haarprobe sich entnehmen lassen, um zu beweisen, dass er kein Kokain konsumiert hat.
Doch der Schuss ist eben hinten rausgegangen. Die Haarprobe hat der Christoph Daum Kokainkonsum überführt. Der Daum war für Bayer Leverkusen dann nicht mehr tragbar und hat ihn müssen entlassen. Jetzt, 20 Jahre nach der Kokainaffäre, hat sich der Christoph Daum das erste Mal gegenüber der Bild-Zeitung dazu geäussert, warum er dann eine Haarprobe hat gegeben. Laut diesem Bericht hat der Christoph Daum, bevor er die Haarprobe hat abgegeben, bereits eine Haarprobe gemacht und die ist negativ ausgefallen. Darum hat er nicht gezögert, die Haarprobe zu geben, die ihm schliesslich der Konsum nachgewiesen hat. Er sagt, der letzte Konsum von Kokain sei dann gerade mal 6 Monate her gewesen. Der Manuel Baum, Trainer bei Schalke 04. Jetzt ist klar, wer bei Schalke 04 den Job vom Trainer übernimmt. Es ist der Manuel Baum. Der Manuel Baum hat vorher der FC Augsburg trainiert und anschliessend für ein Jahr die U20 von der deutschen Nationalmannschaft. Bei Augsburg ist der Baum rausgeflogen, wo er auf dem Tabellenplatz 15 ist gestanden und 4 Punkte Vorsprung hatte auf einen Relegationsplatz. Bei der U20 von der deutschen Nationalmannschaft ist er nicht geflogen. Dort scheint es einfach eine Tatsache zu sein, dass eine Amtszeit 1 Jahr geht. Und er wechselt der Trainer. Von den Pressekonferenzen her wirkt der Manuel Baum als sehr ruhiger Mensch. Und er lässt sich auch nicht durch irgendwelche Fragen von den Journalisten aus der Ruhe bringen. Der Lewandowski, deutscher Fußballer vom Jahr. Der Robert Lewandowski ist mit dem Gewinn von der Champions League zum deutschen Fußballer vom Jahr gewählt worden. Die Wahl ist wie jedes Jahr vom Kicker durchgeführt worden. Steuerrazzia beim DFB. Wie Sport 1 berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch unter anderem die Geschäftsräume vom DFB durchsuchen. Es sind auch Privatwohnungen von ehemaligen und aktiven Verantwortlichen durchsucht worden. Es sind rund 200 Beamte von der Steuerfahndung, vom Bundeskriminalamt und von der Bundespolizei im Einsatz gestanden. Grund für die Durchsuchung sei, so heisst es in diesem Bericht, der Verdacht auf Steuerhinterziehung gewesen. Angeblich sollen die 6 unter Verdacht stehenden Personen Einnahmen aus der Bandenwerbung als Einnahmen aus der Vermögensverwaltung deklariert haben. Angeblich sollen die Personen davon gewusst haben und die falsche Deklaration gewählt haben, um dem DFB Steuervorteile zu verschaffen. Das hat ein Ermittler der Bild-Zeitung erzählt. Wir wollen Leipzig überholen. Am 8. Oktober hat der FC Augsburg auf seinem YouTube-Kanal ein Interview mit dem Raphael Farnberger veröffentlicht. In diesem Interview ist er gefragt worden, ob er das Spitzenspiel zwischen dem 1. und dem 2., also zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg, anders angehe, mit dem Wissen, das er habe, als das bei anderen Spielen der Fall ist. Darauf hat er zur Antwort gegeben, es ist ein Spiel wie jedes andere. Es ist zwar eine Konstellation, die man nicht so oft hat, es ist aber ein Spiel, das wir vor den Fans daheim gewinnen wollen und wir wollen Leipzig überholen. Das ist unser Ziel. Wo gekoppelt wird, fallen Späne. Wir haben mal wieder etwas zu korrigieren. Es geht um diesen Beitrag hier. Zu den Nachrichten aus der Bundesliga. Streik bei Mainz. Während der vergangenen Woche hat es bei Mainz ein ziemliches Chaos gegeben. Angefangen hat alles damit, dass am Montag der 32-jährige Spieler Scholoi aussortiert worden ist aus der ersten Mannschaft von Mainz. Nach dieser Aussortierung muss es ein Problem in der Kommunikation zwischen der Mannschaft und dem Club gegeben haben. Jedenfalls ist alles darauf herausgelaufen, dass die Spieler am Mittwoch, den 30. September, die Trainingseinheit
am 4. verweigert haben. Bei diesem Beitrag ist uns ein datumtechnischer Fehler unterlaufen. Dass uns der Fehler überhaupt aufgefallen ist, haben wir unseren Berufskollegen vom Rasenfunk aus der Schlusskonferenz zu verdanken. Allem voran der Max Jakob Ost und seiner Gäste. Weil wir haben uns doch tatsächlich um 1 Woche mit dem Streik vertan. Der Streik bei Mainz ist am Mittwoch, der 23. September, in der Woche vor dem Spiel gegen Stuttgart gewesen. Und nicht erst 1 Woche später, wie wir das im Beitrag gesagt haben. Dazu sorry von der Redaktion. Der Aaron Meyer verlängert bei Hertha. Der 21-jährige Defensivmittelfeldspieler Aaron Meyer hat seinen Vertrag bei Hertha BSC Berlin verlängert. In der Saison 2020-2021 wird er aber nicht für Hertha spielen, weil er wird an Arminia Bielefeld ausgelehnt. Und zwar für ein Jahr. Der Löwen zurück bei Hertha. Nachdem der Leihvertrag beim FC Augsburg vorzeitig ist aufgelöst wurde, kommt der 23-jährige Mittelfeldspieler Eduard Löwen zurück zu Hertha. Wie lange der Vertrag vom 23-jährigen bei Hertha noch dauert, ist unbekannt. Hertha hat den Spieler in der Saison 2019-2020 für 7 Millionen Euro gekauft. Der Matteo Guendouzi wechselt zu Hertha. Der 21-jährige Zentralmittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis zu Hertha BSC Berlin. Ausgelehnt wird der Spieler vom FC Arsenal und die Leihe dauert 1 Jahr. Der Christian Tresch beendet seine Karriere. Am 6. Oktober hat die Bild-Zeitung vermeldet, dass der 33-jährige Christian Tresch seine Karriere beendet. Der Tresch war defensiver Mittelfeldspieler. Er hat einmal den DFB-Pokal gewonnen und einmal den deutschen Supercup. Beides hat er mit der Mannschaft von Wolfsburg gewonnen. Ausgebildet worden ist der Spieler in Ingolstadt. Der SC Freiburg löst den Vertrag mit dem Frommmann auf. Am 6. Oktober teilt der SC Freiburg mit, dass sie den Vertrag mit dem Konstantin Frommmann aufgelöst haben. Und der 22-jährige Frommmann war Goalie beim SC Freiburg. Da er jetzt vertragslos ist, könnte ihn im Moment jeder Club verpflichten. Für den 22-Jährigen dürfte die Situation allerdings alles andere als einfach sein. Der Ismail Jakobs verlängert bei Köln. Der 21-jährige Ismail Jakobs hat beim 1. FC Köln seinen Vertrag verlängert. Ursprünglich wäre der Vertrag noch bis ins Jahr 2022 gelaufen. Neu läuft der Vertrag bis ins Jahr 2024. Der Kevin Stöger kickt jetzt bei Mainz. Am Mittwoch, am 7. Oktober, hat Mainz auf seinem YouTube-Kanal mitteilt, dass sie den 27-jährigen Österreicher Kevin Stöger verpflichtet haben. Der Spieler hat in der letzten Saison für Fortuna Düsseldorf gespielt. Dann war er vertragslos. Der Stöger unterschreibt bei Mainz einen Vertrag bis ins Jahr 2022. Zum internationalen Fußball. Nachrichten aus den internationalen Ligen. Der Mario Götze hat einen neuen Job. In der Vergangenheit ist immer wieder darüber spekuliert worden, wo der Mario Götze in Zukunft spielen soll. Jetzt ist endlich klar, wo der Götze in dieser Saison spielt. Der PSV Eindhoven hat Mario Götze einen Vertrag gegeben. Eindhoven hofft, dass der Götze den jungen Spieler etwas beibringen kann. Der ehemalige Weltmeister hat bei Eindhoven einen Vertrag bis ins Jahr 2022 unterschrieben. Chaos in der Serie A. Vor der Nazi-Pause hat es ein ziemliches Chaos in der Serie A gegeben. Die Mannschaft vom SSC Neapel
hätte gegen Juve antreten. Wegen ein paar Corona-Fällen hat die Gesundheitsbehörde von Neapel SSC Neapel die Anreise verboten. Neapel hat sich, soviel wir in der Redaktion wissen, an den Verband gewendet, um das Spiel abzusagen. Doch der Verband hat gesagt, Neapel muss anreisen. Der Verband hat nämlich eine Richtlinie gehabt, die die Behörden vor der Saison genehmigt haben. Und diese Richtlinie besagt, dass eine Spielabsage bei wenigen Corona-Fällen nicht zulässig sei. So wie es bei Neapel war. Wenn es 20 oder mehr Corona-Fälle gibt, dann ist eine Spielabsage möglich. Das hat man ja bei Genua gesehen, wo 22 Corona-Fälle hatte. Was zwischen Neapel und dem Verband geredet worden ist, wissen wir nicht. Nur eins ist soweit klar. Der SSC Neapel hat sich an die Anweisungen der Gesundheitsbehörde von Neapel gehalten. Die Mannschaft von Juve hat an dem entsprechenden Samstag sich auf das Spiel vorbereitet und wollte spielen und vergeblich auf Neapel gewartet. Jetzt hat der Ligaverband angedroht, das Spiel zwischen Neapel und Juve mit 3:0 für Juve zu werten. Die Geschichte dürfte höchstwahrscheinlich vor Gericht landen, weil Neapel hat angekündigt, zu klagen sollte der Ligaverband das Spiel mit 3:0 für Juve werten. Zum Spieler der Woche. Der Spieler der Woche heisst Peter Oros. Der Peter Oros ist am 19. August in Budapest, in Ungarn, auf die Welt gekommen. Er ist Stürmer. Von 2014 bis 2016 hat er für die ASKÖ gespielt, wo er auch die meisten Spiele von seiner Karriere absolviert hat und die meisten Goal von seiner Karriere geschossen hat. Insgesamt ist er 270 Mal auf dem Platz gestanden und hat 227 Goal geschossen. Für die ungarische Nationalmannschaft ist er 3 Mal auf dem Platz gestanden und hat dort kein Goal geschossen. Aktuell spielt er für den ASKÖ Forchdorf. Liebe Hörerinnen und Hörer, geschätzte Fans, wir sind am Ende der Sendung. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heisst, der Fußball-Dienstag. Diese Sendung hier wird alle 2 Stunden bis um Mitternacht wiederholt. Und ihr könnt sie später auch nachhören auf WSCR, Radio Vision, auf YouTube. Tschüss miteinander.